das gelehen de bisschen Bilanz zu zeigen dieser Legislaturperiode für bisschen zu gucken, wo wir bei politisch stehen. Und noch immer der Minister an engster Reaktion direkt mal recht von erstreicht wie wichtig der Multilateralismus als zum Mols eben für so ein kleines Land wie mir ziehen. Multilateralismus hecht aber, dass muss gut Beziehungen zu möglichst vielen anderen Ländern haben. A gut Beziehungen hecht dass man als Partner nicht beledigen, dass man seriös auftreten und dass man modest auftreten. Am modest optreden muss man auch, wenn man so ein bisschen selbstgefällig heißt, dass wir immer die Dignität hier am Land von den Menschen respektieren. Ich bin nicht überzeugt, dass das nach dem Fall ist. Wenn es just eine Legislativinitiative von dieser Regierung hervorheben soll, nämlich die Filiation mit der Toleranz von der Leihmutterschaft, da frage ich mich, ist das danach so, dass die Regierung an diesem Punkt Unterstützung der CSV die menschliche Dignität noch immer vertritt? Erkennen wir, wenn wir dann so legislativ Maßnahmen hier am Land holen, nach mit der Selbstsicherheit am Ausland auftreten, als Sachen behaupten, die so nicht stimmen. An der Diplomatie können op jeden Fall méi weit, wann ihr net mat der Pio schafft, net man Berggefühl, mé mat Verstand, Moos an Höflichkeit. Die Welt ändert sich, an du wennst brauchen als Diplomat auch immer große Sinn wo Realismus a Pragmatismus. Et muss sich können op Realitäten erstellen, an net an enger Dramwelt leben. Die Resultate, Wahlresultate, Entwicklungen, die man in den letzten Jahren hatte, die kann ich nur auf verschiedene Manieren analysieren. Et muss net higoen a Wieler denigrieren, so dat wäre granzig, frustriert Leid, die wollen de politische Wirsel. Et ist eine Tendenz an dieser Welt. Eine Tendenz, dass verschiedene Linkparteien, not auch Sozialisten, auf viele Länder verlieren, und dass an andere Länder abholen, an Ungarn, an Italien, an Österreich, an den USA, an der Tschechischen Republik, an Deutschland, an so viele Länder auf der Welt, einer politische Entwicklungen kommen, mehr konservativer, mehr Rätser, mit das ist eine frei und demokratische Decision an Demokratien, wo Wähler, es ist also etwas, was der muss a priori respektieren, ohne die Wähler zu denigrieren. Dasselbe gilt für das Referendum am Vereinigten Königreich über den Brexit oder auch über das Referendum an Holland über den Treaty mit der Ukraine. Die Reaktion auf so Entwicklungen aus der von der politischen Analyse an der vom Respekt für den Wähler und nicht vom Denigrieren vom Wähler. Wir kritisieren also den Stil, gingen als mehr Zurückhaltung wünschen, und wir warnen für eine relativistische Politik. Es kann nicht nachvollziehen, ich mache es nicht unbedingt, aber es kann nicht nachvollziehen, dass die Entwicklungen an Memberstaaten der Europäischen Union kritisieren. Polen, Ungarn sind hier als Beispiele genannt gehen. Aber wenn ihn das möchte, müsst ihn dann nicht auch gleichzeitig über Spanien schwätzen, als alles, was zum Beispiel an dem Land geschieht, wenn ihn mit demselben Maßstab gegen Mose wie den wir an andere Länder ummussen, zu vertreten. Wir als ADM respektieren am Prinzip Souveränität für die Staaten und mischen uns nicht an alles an. Aber wenn ihn das möchte, dann muss ihn die Konsequenz an die intellektuelle Ehrlichkeit tun, für dann aber Probleme an all den Staaten umzuschwätzen, wo sich eventuell Probleme mit der Demokratie stellen. Wir waren noch für eine Entfriemung mit unseren amerikanischen Partnern. Die sind für uns extrem wichtig, nicht nur im Verteidigungsbereich, wie haut Europa zu Recht angeklungen ist, aber auch an den Wirtschaftsbeziehungen. Und wir haben keine Relation mit Washington am Blick. Muss in das Regierung kritisieren, dafür, dass sie mit einer Kritik Präsident reagiert hat, die vielleicht menschlich zu verstehen, als aber nicht am Interesse von unseren Beziehungen mit den USA, von unserer Ökonomie, von unserem Staat. Wir brauchen eine Arbeitsrelation mit Washington, weil wir eine freundschaftliche Arbeitsrelation mit Washington, die uns erlaubt, da eine Stimme zu haben. Das haben wir am Blick aber nicht, weil wir dann sowohl vom Herrn Premierminister nur der Wahl vom aktuellen Präsident, wie auch vom Außenminister so Statements hören, wie du hast den Verstand nicht konzentriert oder Sachen so. Aber wenn wir das hier hören, können wir sicher sein, dass Washington auch registriert wird. Das ist einfach nicht die Genre von Reaktion, die wir brauchen, weil wir als Interessen an der Welt wollen durchsetzen. Wir freuen uns, du weinst auch hier uns dort, Herr Außenminister, überhaupt noch Vertrauen hat von den Kollegen an der Regierung. Wenn wir nur zum Beispiel Russlandpolitik gucken, da sehen wir, dass Herr Etienne Schneider zu Moskau konstruktiv Politik möchte. Space Mining, probiert eine Flugverbindung mit Moskau herzustellen.
Dat ass eng einer Politik fir déi, die vum Herr Asselborn vertröde gëtt, déi just Sanktionen automatisch verlängert. Wa ma Israel-Politik gucken, da si man dat der Bëttel du hifiert fir ze summen mat Israel, eng akademisch ze summen erbeg zu hun mat Universitéit, andere Recherch, eng einer Politik wie eng ideologisch, eesäiteg Kritik vun Israel, wie man so vun anderer Seite heieren. Der Konflikt zwischen Israel an der palästinensischen Autorität gëtt überschätzt an die amerikanische Kritik und der UNO an der UNESCO an dem Sinn total gerechtfertigt. Israel ist nicht die einzige Quelle, wo Misere an der Welt wie Taidax durchgestaltet wird. Es ist nicht normal, dass die UNO ein riesen Undeel von ihrer Resolutionen just über relativ kleinen Konflikt auf dieser Welt konzentriert, auch ein relativ kleiner Konflikt am Umfeld vom Nahen Osten. Aber wir müssen einfach gucken, wer das reell Problem ist, wo sind die reell großen Herausforderungen der Krieger, und wo gehen wir an eine Ideologie aus der Vergangenheit, die wir heute nicht mehr brauchen. Wir haben heute auch hier oder gestern eine Kritik unter Jerusalem-Decision. Ich muss Ihnen aber sagen, die Jerusalem-Decision hat der amerikanische Präsident gesagt, we are not taking a position on any final status issues, including the specific boundaries of the Israeli sovereignty in Jerusalem or the resolution of contested borders. Dat as klar gesot gehen, und ich meine, kann in die Decision also nicht aus dem Zusammenhang herausrappen. Wo sind als Fremdenhaut? Das Regierung hat ein untransparent, privilegiert Verhältnis zu pur Regierungen, wo sich aber muss frohen, ob das gerechtfertigt ist. Ich will heute 3 Beispiele nennen. Türkei, die Ukraine und die palästinensische Autorität. Türkei als Allpartei, auch CSV, die zu Recht Türkei kritisiert wird. Außer der RDR als nach Allpartei der Meinung hat, der Türkei eine Beitrittsperspektive zu der Europäischen Union muss hun. Wir sagen nee. Wir sind die einzige Partei, die sagt nee. Aber all die anderen kritisieren all Mögliches. Aber recht. Wir haben den Krieg gegen Kurden, wir haben massiv Menschenrechtsverletzungen an der Türkei. Wir haben eine Invasion, wo noch Zypern 1974 erinnern und Krim. Dummer Sanktionen gegen Russland, mit der Invasion, wo noch Zypern mit der Kreation von einem artifiziellen Staat 1974. Wir haben so viele Probleme gegen Griechenland. Was ist das die Reaktion? Aus der Beitrittsperspektive zu der Europäischen Union, wo ist die Logik an Nacheinkehr, der Vergleich mit Polen und Ungarn? Vergleicht das mal mit der Türkei. Aber bei der Polen und Ungarn hören wir, die müssen raus aus der Europäischen Union, die sollen Stimmrechte zukriegen, aber bei der Türkei als Politik von der Regierung, die soll ran an die Europäische Union. An der Ukraine. Die Ukraine als ein korrupter Staat, ein mafiöser Staat. Es ist ein Staat, den eine Regierung, die mit faschistischen Truppen zusammen schafft, die faschistische Bataillonen toleriert. Da nachher, wo sind dann als Freundschaften? Es ist schon nicht dagegen, die letzte, DDR ganz sicher nicht. Wir brauchen eine équilibrierte Politik. Den internationalen Droit muss respektiert gehen, selbstverständlich. Menschenrechte muss respektiert gehen. Aber ein Staat, der so funktioniert, können wir da eine einseitige Politik machen an der Ukraine zugunsten einer Regierung, die keinem von den Menschenrechtskriterien entspricht, die wir aber gerne vertreten. Die palästinensische Autorität. 2005 die letzte Fälle, das war für 13 Jahre. Was ist das für eine Autorität, die gestern von Apartheid beschwert, vom Risiko von Apartheid von Israel? Wenn Herr Abbas hat 2010 gesagt, dass er seine palästinensische Staat kein Israeli will. Und da frage ich mich, wen vertritt die Theorie von der Apartheid? Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von falschen Decisionen an der Außenpolitik gehabt. Wir hatten Libyen, wo ich mich noch gut erinnere, dass das Regierung gesagt hat, das wäre Genozid. Und wer ist Libyen haut drin, nur der militärischen Intervention? Die wird noch für kurzem durch, Herr Minister, die wisst, auf welchem Zustand das Land haut ist. Der Brexit ist auch eine Konsequenz von schlechten Verhandlungspositionen. Wir hätten den David Cameron sollen die Konzessionen geben, die er gefroht hat. Da wären wir heute vielleicht noch nicht da. Wir hätten sollen die Migration kontrollieren, weil der Brexit also nicht der Referendum aus einer Situation geschieht, wo Leute auf der Television die Calais gesehen haben und Menace wie Grenzen. Auch das war ein Fehler, wie die Migrationskrise überhaupt wahrscheinlich der größte politische Fehler an dieser Legislaturperiode war 2015 mit der Verdelung der Flüchtlinge, mit dem Versuch, zwangsweise Flüchtlinge auf Länder zu verdelen, die aus den verschiedensten Gründen das für sich nicht wollten. Die Diskussion über Solidarität.
die hei gefeiert gëtt. Ass eng falsch Approch von Europa eng de Europa futti mcht, well wie schwätzt vun drastische Strophe, wie der Minister hat Göster gemerk huet, vun zwangsweis Solidarität, wie der Minister hat Göster gemerk huet. Den seht doch nimmen, Unfrieden an der Europäischer Union, ein verdeifte Streit an der Union, wo man muss gucken, dass man sie retten an einer neuen Zeit, weil man sie brauchen als Lützeburg, und nicht probieren, das ist nicht richtig gesagt, ich bin drastisch getroffen. Ich habe gesagt, das du kannst doch nicht so weitergehen. Wann nicht gelieft, wann nicht gelieft. Das geht doch nicht, dass du. Wir sind doch nicht bei den Fake News. Herr Minister van der Welt hun Lien erzählt gin. Et europäisch Gericht huet gesot, dass all Land an Europa sich muss und gleichen Verdelung halen, so wie die Europäische Union am September 2015 aufgestimmt hat. Ja. Mir nicht gesot, an das drastisch Strophe vom Gericht fixiert gin. Ja. Dat hun auch gesot, an dat stimmt doch. Ändert überhaupt nicht unter Analyse, et wurde politische Fehler op de W zu go. Et kann sinn, dat Gericht nur technisch feststellt, dat Decision korrekt geholt gin ass. Dat ändert aber nicht unter politische Analyse, dat het een riese Fehler war an Europa für zu probieren zu Grenze wie iedereen opzumerken, ohne irgendeine Kontrolle, den Dublin-Treaty außer Kraft zu setzen, zu gucken, dass man riesig unkontrollierte Migration hatten, und dann Länder das noch aufzuzwingen, die überhaupt nicht mit der deutschen Linie d'accord wären. Es waren politische Fehler, genauso wie wir uns immer frohen, was eigentlich als Linie aus Syrien, dass wir gegen den islamischen Staat kämpfen, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wir haben uns immer gefragt, ob wir seid, wie sind eigentlich als Alliierten? Wir hatten do die freie syrische Armee, wir hatten gottwieswärtsche Koalitionen do aus Syrien an den letzten Jahren. An haut gesehen wir, dass wir auch nach nicht mehr als ADR mit Regierungen einer anderen als kurdische Alliierte fallen lassen am Vergleich zu der Türkei an ihrem Konflikt mit der Türkei. Auch die Syrien-Politik als eine Katastrophe. Eigentlich, an dat der Konflikt zu lang dauert, weist er vielleicht viel mehr vorsichtig muss sein. Ihre will Regime-Change auf verschiedene Länder encouragieren, wie da doch hei gemerkt gouf. Prioritäten kann nicht sein, wie das Regierung so hört, sollte 3 Palästina unerkennen, der Präsident Trump korrigieren an eine falsche Europapolitik, Palästina unerkennen, was soll das da bringen? Es gibt Kriterien am internationalen Droit. Den Territoire, eine Regierung, staatsvolle Käfen, denen 3 Kriterien gibt am Blick erfüllt, aber was soll das da bringen, wie der Friedensprozess am Nahen Osten? Ich warne auch, und ich gebe dem Herrn Moser recht für Antisemitismus in Europa. Und ich muss ihn aufpassen, wohin hingeht, auch Antisemitismus zu Lützeburg. Und heute zum Beispiel, der Präsident von der Linken verdelende Beispiel, wo ich von einer antisemitischer Karikatur, die heute zu Lützeburg gewiesen wird vom Stand von dem Komitee pour une paix juste pour le Proche Orient, wo die Heinz dort als Redner auftritt, Herr Minister. Den Antisemitismus muss überall bekämpft gehen, wo wir noch nicht mehr gesehen. Die zweite Priorität, das ist nicht so nice, den Präsident Trump zu korrigieren, an Al-Qaida einfach so anzuspringen, wo die Amerikaner eine andere politische Option wollen. Dann war also ein Beispiel. Für was brauchen wir überhaupt am Kader von der UNO 2 verschiedene Flüchtlingsorganisationen? Wie weit kann die UNHCR nicht auch einen Palästinenser kümmern? Und die hat an dieser Regierung eine komplett falsche Europapolitik. Selbstverständlich. Stell dich vor, tun wir nicht. Ja. Da wären Hunderttausenden Kanner a Gaza oder an andere Gebiete von Palästina ohne Schule, ohne Spitäler, ohne nichts. Die Leute leben nur davon, dass die einzige Ressource die so. Man will das voraus. Ich gehe nur Prom, und du hast genau das von den Ägypter, von den Schweden, als die Konferenz organisiert, für die UNRWA Reméi zu gehen, nachdem das die Amerikaner 300 Millionen gestochen haben. Herr Karteiser, die wird doch Diplomat in Zeit. Ja. Ich kann mir doch nicht vorstellen, dass der mit der Mentalität Island am Ausland vertröden wird. Herr Präsident, erstens persönlich Beleidigungen will ich nur ignorieren. Aber wie können wir das dann nicht mehr so? Weil ich schon gerade gesagt habe, wir brauchen 2 Flüchtlingsorganisationen, wir 100 Flüchtlingshilfswerk von der UNO, die UNHCR, und mein Argument, dass geht durch. Also selbstverständlich gegen die sich palästinensisch Kanner Schule kümmern, an alles, was abgezählt wird. Aber wir brauchen nicht x Institutionen, wie mit engem Problem auf dieser Welt, die schlimm genug ist, umzugehen. Und das ist das Problem von den Flüchtlingen. Und ich meine, die UNHCR können am Nahen Osten ein ganz wertvoll Erbe schlichten. Mit Europapolitik, die von dieser Regierung will aber auch noch ganz klar sehr kommentieren.
Ich kriege die Zeit vielleicht bei. Selbstverständlich. Merci, Herr Präsident. Wir haben in Europa einen Desintegrationsprozess. Das ist ganz schlimm. Durch den Brexit, wo wir die erste Land haben, wo Europa das Europa rausgeht, mit Konsequenzen, die Lehren, die man daraus erzählen, das kann nicht sein mehr Europa, das kann nicht sein verdeven. Mit dem Wunsch von den Leuten als eine Wirtschaftsunion, eine Währungsunion in Europa, wo die Nationen, wo jeder sich nach Kanada fallen, als einer Souveränität, und nicht mehr Brüssel will alles diskutieren und alles dezidieren am Namen von den Leuten. Wir brauchen noch nicht für die angeklommener Strophe gegen Memberländer oder Zwang gegen Memberländer, weil das ist ein Sackgas. Kein Land in Europa will sich zwingen lassen oder will sich bestrafen lassen. Wenn wir in Europa abbauen, dann haben wir Respekt von den Ländern, an einem Respekt von den Leuten, an den Wählern, an den Ländern. Und da geht es auch, weil wir wissen, dass wir alle eine Kultur und ein Ziel in Europa teilen. Das gesagt, weil ich leider Zeit nicht mehr habe, nach einmal so, dass wir an der letzten Baupolitik solche Konsensus immer hatten. Wir hatten den. Aber wir sollen den probieren herzustellen, nur dieser Regierung. Wir sollten uns auf das besinnen, was wir wirklich brauchen. Eine anständige Europäische Union, eine gute Relation mit den USA, eine vernünftige Relation mit Russland. Und gucken, dass wir von der Ideologie wegkommen, die das Regierung feiert, hin an eine Baupolitik, die den letzten Interessen entspricht. Ich so nicht, merci.